Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Bürgerinformationsveranstaltung. Organisiert in dieser Veranstaltung Interaktion zur Plattform Bürgerdemokratie statt Parteibestimmung. Das ist eine Plattform, wo sich unterschiedliche Vereine zusammengefunden haben, die seit Jahren auf Missstände in unserer Republik hinweisen und versuchen, diese Missstände zu Behörden zu informieren, Behörden dazu zu bringen, die Politik dazu zu bringen, gegen diese Missstände vorzugehen. Wir haben aber leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht bis jetzt. Österreich, unser liebes Heimatland, ist leider doch keine Information. Und das ist die Frage, was ist faul im Staat Österreich? Ja, das beginnt gleich ganz am Anfang dabei. In Artikel 1 unserer Verfassung ist, Österreich ist eine Demokratie, alles Recht geht vom Volk aus. Ja? Alles Recht geht vom Volk aus. Wir sehen weder Recht noch eine Mitbestimmungsmöglichkeit unserer Bürger. Fakt ist, Österreich ist eine Scheindemokratie. Unser politisches System vertritt in keinster Weise die Bedürfnisse unserer Bürger, sondern es ist einfach ein Selbstbedienungsladen für eine politische Klasse. Ja? Und das ist seit Jahrzehnten so. Ja? Und das Problem bei der Korruption in unserem Land ist das, die Korruption geht aus und die Spitze der Korruption sind immer die Regierungsparteien und das war schon immer so und das ist immer noch so. Und die Opposition in unserem Lande ist auch nur eine Scheinopposition. Jedem mündigen Bürger, der die politischen Verhältnisse in unserem Land verfolgt, ist das mittlerweile offensichtlich. Falls es irgendwelche Probleme gibt und die ruchbar werden und die Medien ausnahmsweise diese Probleme aufgreifen und es einen Skandal gibt, dann wird im besten Fall ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, und zwar auf Druck der Medien. Falls aber dann irgendetwas herauskommt bei diesen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, denkt die politisch Verantwortlichen immer eine Lösung ein, und zwar eine Lösung, wie diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse dann auch wieder abgedreht werden können. Ja? Und selbst wenn es notwendig ist, dafür Neuwahlen vom Zaun zu bringen. Ja? Fakt ist, und das ist allen politischen Bürgern ganz komplett bewusst geworden bei unserem letzten parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die Korruption in Österreich. Ja? Diejenigen, die selbst diese Korruption organisiert haben, die profitiert haben an dieser Korruption, die dann gezwungen waren, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wobei in diesem Untersuchungsausschuss ganz deutlich geworden ist, dass sie alle Teil dieses Korruptionssystems waren, haben dann mit irgendwelchen Vorwänden wieder diesen Untersuchungsausschuss abgelehnt. Fakt ist, unsere Politiker vertreten nicht die Interessen der Bevölkerung, sondern nur ihre eigenen Interessen. Die politischen Parteien finanzieren sich über die Korruption und sie sind alle Teil dieser Korruption und selbst das Organ des Parlaments, der Rechnungshof, ist auch nur und fungiert auch nur als Beitrag dieser Korruption. Korruption ist nur dann wirklich möglich und im großen Stile machbar, wenn die Überprüfer auch korrupt sind. Ja? Das Problem in Österreich ist, dass vor allem die Justiz nicht funktioniert. Die Justiz ist hochpolitisiert, die Posten sind alle politisch besetzt. Die Justiz hält dieses System aufrecht. Wir haben jetzt in den Medien immer wird gesprochen vom Korruptionssystem einer. Ja? Es gibt kein Korruptionssystem, sondern es gibt nur ein österreichisches Korruptionssystem und offenbar ist es notwendig, um überhaupt an einer Regierung teilnehmen zu können, dass man Teil dieses Korruptionssystems wird. Und der Jörg Haider
Und er wird ja nur deshalb herangezogen, weil er tot ist. Ja? Weil es wird immer abgewechselt von der noch lebendigen Korruption. Früher keiner hat einfach das österreichische Korruptionssystem übernommen. Ja? Und Jörg Haider ist gegen unseren lieben Bürgermeister Michael Häupl oder unseren lieben Landeshauptmann Bröll, ist er eigentlich ein Weißenkragen, ja? Weil das sind die Väter der Korruption in Österreich. Ja? Es ist so, es gibt keinen Rechtsstaat. Wir sind dadurch zu der Erkenntnis gekommen, dass der Rechtsstaat in Österreich nicht funktioniert, dass wir sehr viele Fälle betreut haben, die justizanhängig waren und wo die Justiz sehr schlecht gearbeitet hat und diese Sachen zum Teil im Vorfeld abgedreht hat, zum Teil nicht, wie soll ich sagen, unseren Mann. Ja? Ich möchte jetzt einmal vorstellen, das Podium, ja? Und zwar sind das die Vereine und Organisationen oder ein Teil der Organisationen, die Mitglieder dieser Plattform sind. Und zwar, ich beginne gleich bei mir. Ich bin Mitbegründer und Sprecher des Vereins Offensive. Wir beschäftigen uns mit Machtmissbrauch und Gewalt. Wir sind die Bewegung gegen Machtmissbrauch und Gewalt mit dem Schwergewicht sexuelle Gewalt. Ja? Und unser Ziel ist es vor allem, das pädokriminelle Netzwerk in Österreich zu bekämpfen und aufzuzeigen. Ja? Seit Jahren kämpfen wir gegen den organisierten sexuellen Missbrauch. Und im Zuge unseres Kampfes ist uns eigentlich bewusst geworden, was sich in Österreich abspielt. Fakt ist, die Korruption ist auch deshalb möglich, weil einerseits werden die Korruptionisten bespielt mit Geld, andererseits werden sie erpresst. Ja? Die Korruption arbeitet mit diesen beiden Mitteln. Und wodurch werden diese Herrschaften erpresst? In Österreich werden sehr viele Amtsträger und Politiker, aber auch Richter und Staatsanwälte erpresst, und zwar wegen ihrer sexuellen Orientierung. Interessanterweise ist jetzt herausgekommen, dass im Vatikan ein ähnliches Spiel gespielt wird. Es geht um die sexuelle Orientierung. Die Mächtigen leben ihre Macht dadurch aus, dass sie sich über Gesetze hinwegsetzen, ungestraft über Gesetze hinwegsetzen. Und wenn sie das machen, dann sind sie erpressbar, und das ist der Nährboden der Korruption in Österreich. Die Erpressbarkeit von hohen Amtsträgern, die Erpressbarkeit von Politikern, die Erpressbarkeit von Spitzenbeamten, die Erpressbarkeit von Richtern. Ja? Und wir treten jetzt an als Speerspitze einer Bürgerbewegung, um diese Korruption zu bekämpfen, um einmal den Fakt auf den Tisch zu legen. Ja? Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat komplett versagt, ja? Wobei doch einiges an den Tag gekommen ist. Man muss sagen, auch die Medien haben versagt, weil die Medienvertreter haben entweder aus Zeitgründen oder weil sie nicht wollten oder nicht durften, gar nicht genau verfolgt, was da eigentlich herausgekommen ist. Wir beginnen mit der Bekämpfung der Korruption und der Missstände in Österreich mit einem relativ harmlosen Fall. Ja? Und zwar, wir beginnen mit dem Verkauf der Bundeswohnung, mit der Privatisierung der Bundeswohnungen, in den Medien unter BUBO bekannt. Fakt ist, sämtliche großen Beschaffungen in Österreich und sämtliche großen Privatisierungen in Österreich waren begleitet von Korruption, wobei alle Parteien beteiligt waren und mitgeschnitten haben. Es ist sogar so, historisch, es gab einen Korruptionsschlüssel, welche Partei mit wie viel Anteil gesegnet wird, wenn sie mitmachen bei der Korruption. Ja? Ich möchte jetzt einmal weitergehen an einen anderen Verein, der da am Podium sitzt und vertreten ist, an den Herrn Ingenieur Wassi, der der Präsident des Vereins Saubere Hände ist, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten. Übrigens, um noch einmal das ganze Podium vorzustellen, rechts von mir sitzt der Herr Wassi, der Präsident des Vereins Saubere Hände, links von mir sitzt der Dr. Wolfgang Lederbauer. Er ist der Präsident von Sopor Humanity. Er kämpft
setzt sich seit Jahren ein für die Durchsetzung politischer Rechte, für die Durchsetzung von Bürgerrechten in Österreich. Und er ist einer der Aufdecker im Buchungsskandal. Er ist als ehemaliger Rechnungsprüfer, auch Rechnungshofprüfer, auch vom Fach. Ja? Und er hat nur anhand der öffentlich zugänglichen Dokumente, und das waren die Sitzungsprotokolle vom Parlament Plenum oder auch die Sitzungsprotokolle des Unterausschusses, des Rechnungshofsausschusses und die Rechnungshofberichte, die Berichte, die zugänglich waren. Ja? Weiters am Podium sitzt der Bernhard Haser. Er ist Präsident des Kinderschutzvereins Luca. Er kämpft auch seit Jahren gegen das pädokriminelle Netzwerk und er wird angefeindet von der Justiz, die diese Fälle vertuscht, geht gegen ihn vor. Das ist eben die Umkehrung. Diejenigen, die diese Sachen aufdecken wollen, die kommen massiv unter Druck. Und zwar unter Druck von der Politik, aber vor allem unter Druck von der Justiz, die selber nicht aktiv wird. Ja? Okay, ich übergebe jetzt einmal an den Bernhard Lasse. Ja, ich bedanke mich auch einmal für Ihr Erscheinen und für die Zeit. Kurz zum Verein Saubere Hände, der wurde jetzt 2009 gegründet. Ursprünglich war die Idee dahinter, dass also viele Kleingewerbe Probleme mit Finanzämtern hatten, dass man die also wirklich ernsthaft fast mit Erpressung angegangen ist. Ich sage nur fast, es gibt also sehr schwere Fälle. Die Thematik hat sich dann innerhalb kurzer Zeit sehr weit aufgeweitet und der Verein wurde auch auf Druck von außen umbenannt und nennt sich also heute Saubere Hände, Verein zur Unterstützung von schikanierten Personen, eben durch Amtsmissbrauch, Korruption und so weiter. Die Fälle oder die Arbeitsweise von Sauberen Hände beschäftigt sich damit, dass wir versuchen, zu dokumentieren und sozusagen als Zeitzeugen schikanierten Personen eine Plattform zu geben, die sie gar nicht so leicht haben. Wir arbeiten also mit Internetmedien und allen möglichen Themen zusammen. Und um das noch relativ kurz zu fassen, also ich habe einen Satz mit, der mich 2011 sehr geprägt hat. Die Nationalratspräsidentin Magister Brammer hatte mich nach einer Sitzung mit folgendem Satz verabschiedet: Herr Lassi, machen Sie sich keine Sorgen, die Strukturen in Österreich funktionieren noch ganz gut, bis auf die Justiz. Und dieser Satz von der zweithöchsten Politikerin Österreichs war also fast wie ein Schock, aber trifft es eigentlich sehr genau. Und die Fälle, die wir so dokumentieren, zeigen sehr oft Probleme mit der Justiz auf, dass also bereichsübergreifend Entscheidungen getroffen werden von Richtern, die in andere Ministerien hineingreifen und so weiter, dass Fälle ohne Dokumentation zugemacht werden und Leute um ihre Existenz zum Teil gebracht werden. Ich glaube, das ist einmal im Großen und Ganzen erklärt, was Saubere Hände tut. Wir wollen dokumentieren und in Kontakt treten mit Behörden, um Bewegungen in Themen einzubringen, die sich für Einzelne einfach als unbewegt zeigen und höchste Unzufriedenheit der Betroffenen auslösen. Danke einmal. Gut, ich gebe jetzt weiter, aber Papa vielleicht mit Bernhard, er geht noch weiter. Er geht dann in Medias Res, der Wolfgang wird sich dann zur Vorstellung geht dann in Medias Res, weil der Tagesordnungspunkt ist ja heute Promo. Ja? Also wir werden sämtliche Missstände, die es in Österreich gibt, werden wir bearbeiten als unabhängiger außerparlamentarischer Bürgeruntersuchungsausschuss. Und wir sind ein Forum und eine Anlaufstelle für sämtliche positiven Kräfte in Österreich. Wir wollen eine Zivilgesellschaft schaffen, die die Politik kontrolliert. Wir lassen uns nicht mehr verkaufen, wir lassen uns nicht mehr entmündigen von der Politik in Österreich. Wir nehmen unser politisches Schicksal nun selbst in die Hand. Ja? Und wir werden die Strukturen, wir werden daran arbeiten, die Strukturen in Österreich, die dieser ganzen Korruption Vorschub leisten, diese Strukturen zu ändern, die Demokratie zu entwickeln, beziehungsweise jetzt einmal die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und Rechte einmal einfordern. Wir müssen in Österreich die Demokratie erst einführen eigentlich und wir müssen auch den Rechtsstaat wieder erkämpfen, weil es ihn nicht gibt. Ja? Und wir können das beweisen, nur nicht mit unserer
weil unsere Justiz das Hauptproblem in diesem Lande ist. Und jeder, der mit der Justiz zu tun gehabt hat, oder sehr viele, wissen, dass das stimmt. Und wenn man Anzeigen macht, aber wenn man dann gegen vorgeht, zum Beispiel Anzeigen gegen Richter oder Staatsanwälte bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, was passiert? Die Anzeigen werden eingestellt und zwar ohne Ermittlung. Wenn sie wenigstens so tun würden, als ob sie ermitteln würden, dann könnte man das noch irgendwie nachvollziehen. Es wird aber ohne Ermittlungen eingestellt. Das heißt, eine Krähe hackt der andere kein Auge aus und wir wollen diesen Kreislauf durchbrechen, wir wollen das aufzeigen und wir werden das publizieren, wir werden regelmäßig Bürgerinformationsveranstaltungen durchführen, wir werden mit eigenen Medien, mit unabhängigen Medien die Sachen veröffentlichen und wir werden die Sachen in Luft stellen. Wir bieten uns an als Anlaufstelle für alle aktiven Bürger, die Informationen haben. Wir werden diese Informationen vertraulich behandeln und wir werden schauen, dass wir zu sämtlichen Themen Bürgeruntersuchungsausschüsse einrichten. Also wir wollen eine überparteiliche, parteiunabhängige Bürgerbewegung initiieren und wir sind dabei und das ist einschränkend. Also unsere letzte Aktion war am 17. Oktober, wo wir sämtliche Parlamentarier bei einer Aktion im Parlament darauf hingewiesen haben, auf die Zustände in Österreich, auf dieses System der Korruption und auf die Tatsache, dass die Justiz ein Hauptproblem in unserem Land ist, dass es einen absoluten Justiznotstand in Österreich gibt. Wie gesagt, Sie sind informiert. Unsere Aktion wurde live vorher übertragen und das ist die erste Folgeaktion, die wird jetzt regelmäßig Bürgerinformationsveranstaltungen geben, wo wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen veröffentlichen werden. Wir werden Zeugen befragen, wir werden öffentlich zugängliche Dokumente analysieren, wir werden recherchieren, wir werden mit vielen Leuten sprechen und wir werden Anlaufstelle und sind Anlaufstelle für sämtliche Informationen von unzufriedenen Bürgern. Ja? Man darf nicht sagen, dass die komplette Justiz korrupt ist, aber es sitzen leider Korruptionisten an wesentlichen Stellen. Ja? Und wir müssen uns jetzt mit allen aufrechten Bürgern, allen Bürgern, denen dieses Land am Herzen liegt, verbinden und verbünden, um eine Gegenbewegung gegen dieses politische System zu schaffen. Und jetzt gebe ich weiter an den Präsidenten des Kinderschutzvereins Luca, der selbst ein schwer Betroffener ist, weil sein Sohn zum Tode vergewaltigt wurde. Ja? Ein Kleinkind wurde in Österreich zum Tode vergewaltigt und die Justiz hat es bis heute nicht geschafft, diesen Fall zu lösen, dass sie Spermaspuren gefunden haben, auch von anderen Tätern. In Österreich gibt es immer nur Einzeltäter und es gibt keine organisierte Kriminalität, ja, auch besonders in der kriminellen Szene. Das wird alles von unserer Justiz vertuscht, weil nur Justizangehörige selbst in ihrer Kindheit schwer vergewaltigt wurden und jetzt Teil dieses Systems sind und dieses System stabilisieren und aufrechterhalten. Mein Name ist Hassan vom Luca Kinderschutzverein. Uns gibt es seit Dezember 2007. Wir stehen eigentlich für das Recht des Kindes. Wir sind weder ein Mutterschutzverein noch ein Vaterschutzverein. Für uns ist vorrangig das Recht des Kindes auf beide Elternteile und auf grundlegende Menschenrechte, was es auch für Kinder gibt. Ja. Diese Justizprobleme und diese Politikprobleme, was wir hier haben in Österreich, das beruht eigentlich auf einem ganzen Loch von Päderasten, Staatsangehörigen, unterwürfigen, korrupten Beamten und bestechlichen Beamten. Ja. Man bringt Anzeigen ein, wo hunderte an Beweise, Fakten da sind, wo man sagen muss, kann man jetzt nicht anders machen, wie Recht zu sprechen und trotzdem wird alles weggewischt. Das sind Scheinprozesse und das Kind bleibt auf der Strecke. Das Jugendamt ist genauso. Das Jugendamt verdient mit den Kindern Geld und wir haben Beweise genug, man bringt es immer wieder vor, sie verdienen sogar Prämien, wenn sie Kinder in Heime verschieben, wenn sie Kinder ins Ausland verschieben und so weiter. Das ist einfach nur ein korrupter Staat und das muss ja auch bleiben. Weil das schwächste Glied dieser Menschheit sind die Kinder und sie sterben und sie leiden darunter. Wir wissen zum Beispiel in 22 Bezirk 3 Pädophile, was heute noch den Kindern nachstellt,
Die Polizei wollte ermitteln und es ist dann richterlich eingestellt worden. Im Fall Marilyn wird kein einziger Beweis gewürdigt, dass das Jugendamt eben schon lange gewusst hat, wie es diesen Kindern geht, bis sie alle Knochen gebrochen worden sind. Ja. Es ist einfach ein Irrsinn, was hier in Österreich abläuft. Die Leute, die für die Kinder kämpfen, werden bedroht. Wir haben gestern schon wieder mal einen Morddrohung bei SMS bekommen. Das wird der Polizei vorgelegt, sie nimmt es zwar auf, aber es geht nie was weiter. Sie sagen, sie können die Rufnummer nicht rückfolgen, aber meine Telefone können sie ohne weiteres abhören. Ja? Und die Technik ist heute schon so weit, dass man weiß, es geht alles. Ja? Aber sie wollen es einfach nicht und das Problem, was wir haben, wir kommen schon langsam so vor, in der Politik sitzen die Logen, die selber sehr gerne Kinder lieben, ja? Und die drehen alles ab. Sie sind, von mir aus gesehen hat die Politik eigentlich gar keine Macht. Das sind die alten Logen im Hintergrund. Das ist das alte Geld sozusagen in Europa, was hier Politik macht. Politik heißt für sie Geld machen, Macht haben und Macht behalten. Diese Politiker, was wir hier haben, sind Marionetten und Menschen und Demokraten. Ja? Wie schon gesagt, wir haben jetzt auch weiter, wir lehnen uns jetzt noch ein bisschen weiter raus. Wie lange das mit mir noch geht, weiß ich nicht, weil es sind doch schon so lange hinter mir her. Ja. Aber wir haben jetzt auch eine Eingreifgruppe gemacht, wo jeder anrufen kann, wenn er irgendwo Probleme hat, jedes Kind oder jeder Elternteil anrufen kann, wenn Pädophile unterwegs sind. Und wir werden uns recht so peu à peu jetzt in eigene Hände nehmen, wenn die Politik, die Justiz, vor allem die Gerichte versagen, dann muss der Bürger selbst entscheiden. Das ist unser Bürgerpflicht, das werden wir machen. Und das Kind hat Ruhe zu haben, hat Freiheit zu haben, hat keine Angst zu haben vor sexuellen Übergriffen seitens Fahrern, egal was, seitens allen Seiten. Bei mir ist der Spaß vorbei, wenn es gegen Kinder geht, und wir werden nicht aufgeben, aber höchstwahrscheinlich wird irgendwann dann eine andere weitermachen müssen, weil wir wissen, dass Kinderschützer passiert ist. Mein Name ist Dr. Wolfgang Niederbauer. Wir haben im Jahr 2007 die Gesellschaft für Menschlichkeit und Bürgerrechte gegründet. Der Anlass dafür war, dass zwei österreichische Staatsbürger beim UN-Menschenrechtsausschuss mit ihrer Beschwerde Recht bekommen haben. Und erst dann sind wir in die Materie gegangen, tiefer gegangen. Und ich möchte bei der Veranstaltung nur sagen, wir haben festgestellt, dass Menschenrechte in Österreich nicht durchsetzbar sind. Das müssen Sie sich vorstellen, es trifft jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin. Menschenrechte sind in Österreich nicht durchsetzbar. Das ist ein untragbares Problem, das wir im Laufe von Jahren mittlerweile, schon 6 Jahre, an die Politik herangetragen haben. Nachvollziehbar, wir haben eine eigene Website in Betrieb, wo wir alles darstellen, die Rechtslage, die Probleme, die Haltung der verschiedenen politischen Parteien. Es ist nichts passiert. Nach wie vor nichts passiert. Mein Schwerpunkt wird also sein, mit Mitstreiter und Mitstreiterinnen dieses Thema in den Wahlkampf für die Nationalratswahl hinzubringen. Nun, ich habe im Laufe der Zeit mich entschlossen, ich war ja 15 Jahre lang im Rechnungshof tätig, die Tätigkeit des Rechnungshofs, die Tätigkeit des externer Prüfung von privater Seite zu unterziehen. Und damals, das war im Jahr 2010, habe ich mir die Causa Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften in den
Medien, wie schon gesagt, kurz FUMO, genauer angeschaut. Ich habe da drüben im August 2010 sitzend mit dem ORF ein Interview gegeben, konnte mich nur eine Nacht lang vorbereiten, aber wie ich höre, das Interview wurde dann veröffentlicht, 70 Sekunden nur, Sendung 1 und Sendung 2, hat aber insgesamt 2,5 Stunden gedauert. Und wie mir die zuständige Redakteurin dann gesagt hat, hat dieses Interview die Republik erschüttert. Gut, das war also im August 2010. Ich habe die Dinge dann vor allem in den Medien weiterverfolgt und habe mich dann entschlossen, monatelang intensiver Arbeit am 11.11.11, das ist gut merkt, eine umfassende Sachverhaltsdarstellung zum Verkauf der Bundes-UV-Gesellschaften zu erstellen. Das waren schließlich 300 Seiten, die im Internet veröffentlicht sind. Wenn es genau interessiert, als Hinweis auf die verschiedenen Dokumente auf der Website. Es ist hier nicht die Zeit, 300 Seiten darzulegen. Jedenfalls war ich schockiert, als ich die Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofs gelesen habe, die verschiedenen Protokolle der Unterausschüsse des Rechnungshofsausschusses, und der Protokolle der Diskussionen im Plenum. Es war einfach erschütternd zu erkennen, dass der Rechnungshof unter Dr. Liebner und dann Dr. Moser total versagt hat. Ich habe mich entschlossen, bei dieser sogenannten umfassenden Sachverhaltsdarstellung sehr, sehr genau zu sein. Da werde ich sehr oft kritisiert, das liest niemand, aber ich bin mir bewusst, dass es hier auf jeden Satz ankommt. Daher ist es möglich, die Sache genau zu beurteilen, wenn man eben diesen Bericht genau liest. Ich habe diese umfassende Sachverhaltsdarstellung im Übrigen am Beginn des Parlamentarischen Ausschusses, Untersuchungsausschusses, an jeden Vorsitzenden der Fraktion geschickt per E-Mail, an jede einzelne Partei, die im Ausschuss vertreten war, und habe Anfang März 2012 in einem persönlichen Gespräch mit der Vorsitzenden Dr. Gabriel Moser diesen gelehrt. Da ist er, so schaut er aus, in Kapitel gegliedert, jede Seite kurz durchgegangen mit ihr, und sie war sehr interessiert. Ich habe überprüft, ob sie das mitgekriegt hat, was ich sagen will. Mein Eindruck war positiv. Ich wiederhole noch einmal, alle anderen politischen Parteien haben diesen Bericht auch bekommen. Nun, was ist passiert? Im Ausschuss hat eigentlich ein einziger Abgeordneter, der Abgeordnete Petzner, kleine Hinweise aufgenommen und hat sie tatsächlich auf Protokollen relativ kompetent verwendet. Und beim gleichen Ausschusssitzung sagt die Vorsitzende Dr. Gabriele Moser, als es zu einer Diskussion über das sogenannte Liederbauerpapier kam, ja, meinte sie wörtlich nachzulesen, der Dr. Liederbauer hat allen parlamentarischen Parteien sein Elaborat angeboten, und es ist eigentlich nur eine Sammlung von Kopien der Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofs und der Protokolle im Parlament. Das ist eine derartige Ungeheuerlichkeit, die mich persönlich sehr betrifft. Was kann man denn mehr tun als Bürger, als Insider des Rechnungshofsgeschehens, eine Vorsitzende eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ganz genau nachvollziehbar zu informieren? Ihre Antwort im Ausschuss war, ich hätte es allen Parteien angeboten, ich habe es ihnen geschickt, ohne Angebot natürlich, und
sie behauptet, das seien nur Kopien. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und ich werde das sicher nicht auf mir sitzen lassen. Das in aller Kürze zu diesem Bericht vom 11.11.2011. Ich habe mich entschlossen, auch als nächsten Schritt alle parlamentarischen Protokolle über den Untersuchungsausschuss genau zu analysieren, und zwar die Position der verschiedenen Parteien und die wesentlichen Beiträge der Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Ich werde darauf aufzeigen, das muss sehr genau sein, sonst ist das eine Räubersgeschichte, das mache ich nicht. Ich zeige also genau auf, wie sind die Positionen der Parteien, welche Aktionen und Fragen haben die verschiedenen Abgeordneten gestellt und wie ist die Sache nur aufgrund der Protokolle im Untersuchungsausschuss zu sehen. Die Sache ist nicht abgeschlossen, es sind unglaublich viele Problembereiche noch offen, einige wurden auch im Ausschuss diskutiert, aber da wurde der Mehrheitsentscheidung bekannt. Also, ich werde hier, das wird mich nächste einige Wochen beschäftigen, in einer nachvollziehbaren Form auch die parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Letzter Satz noch, was tun wir in Zukunft? Ja, okay. Ich höre das jetzt. Ja, das sollte man mir anschauen. Gut. Also, was wollen wir in Zukunft machen? Wir begleiten verschiedene Verfahren, zivilrechtliche Verfahren, Strafverfahren und auch Verwaltungsverfahren. Wir begleiten die Betroffenen und haben da schon unglaublich viel Erfahrungen sammeln können. Mein Eindruck, der ist einfach erschreckend. In vielen Fällen sind die Betroffenen völlig hilflos. Man muss sie also begleiten, man muss Prozesse vorbereiten, auf die perfekte Aktenuntersuchung achten und auch dann eben die Judikatur genau analysieren und auch dann die Anwälte entsprechend instruieren. Ich habe mich entschlossen, auch in einem Jahr eine kleine Firma zu gründen in London, die heißt Fight for Civil Rights International Limited, also ein kleines Unternehmen, das das dann professionell abwickelt. So, ich hoffe, dass man das, was ich vorher gesagt habe, doch gehört hat. Und danke für den Hinweis, dass man das Mikrofon so gestellt hat. Das war jetzt eine kurze Vorstellung von Dr. Lederbauer. Wesentlich ist zu sagen, er hat es jetzt kurz angesprochen, aber vielleicht haben es nicht alle mitbekommen. Ja? In Österreich sind die bürgerlichen und politischen Rechte, die uns seit 34 Jahren eigentlich zugesichert sind, weil es einen internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte gibt, den sogenannten ICCPR, ja, der ist in Österreich nicht durchsetzbar, weil er bis zum heutigen Tag, weil die Parlamentsparteien bis zum heutigen Tag keine Durchführungsgesetze erlassen haben. Also sie haben damals sich einen Gesetzesvorbehalt ausbedungen, sie müssen erst Durchführungsgesetze beschließen und sie haben das bis zum heutigen Tag nicht getan. Offensichtlich ist die ganze politische Klasse nicht daran interessiert, dass die Bürger ihre Bürgerrechte und ihre politischen Rechte in Österreich durchsetzen können. Ja? Und das ist nach Aussage von dem renommierten Verfassungsprofessor von Dr. Punkt, ist das eindeutig legislatives Unrecht. Legislatives Unrecht. Die österreichische Politik, die Regierungen und sämtliche Parlamentsparteien sind nicht fähig, einen internationalen Pakt, der von Andorra bis Zimbabwe und Rhodesien unterzeichnet ist, von hunderten Staaten der Welt, ja, ist in Österreich nicht durchsetzbar. Und der Dr. Lederbauer ist deshalb auf diesen Pakt gekommen, weil er einer derjenigen ist, der das durchgespielt hat und der vor dem UN-Menschenrechtsgericht so viel Geld gewonnen hat, ja, und eigentlich aufgrund dieses Paktes zu seinem Recht hätte kommen sollen, weil es wurde ihm zugesichert, also er hätte Anspruch auf ein Rechtsmittel gehabt,
gegenüber der Republik Österreich und auf angemessenen Schadenersatz. Nur was ist passiert? Dr. Lederbauer ist an die Republik herangetreten, die haben gesagt, sie können Sie draußen gehen, weil das ist bis zum heutigen Tag nicht umgesetzt. Das ist kein Gesetz in Österreich, das ist totes Recht, das gibt es nicht. Also wir haben keinen Anspruch darauf. Und Sie wissen das alle, weil der Dr. Lederbauer weiß, Sie seit Jahren alle darauf hin, und Sie greifen es aber bewusst nicht auf. Von solchen Politikern werden wir vertreten. Ich habe aus Zeitgründen bin ich da nicht ins Detail gegangen, bin da sehr dankbar für diese konkreten Hinweise. Es ist ja noch viel mehr zu sagen. Stellen Sie sich vor, wenn Menschenrechte verletzt werden, Bürgerrechte verletzt werden im Verfahren, dann muss der Betroffene alle Instanzen durchgehen, bis zu den Höchstgerichten. Erst dann kann eine Beschwerde kommen, was geschehen ist. Und jetzt kommt der Oberhammer. Bei 2 erfolgreichen Beschwerdeführern beim UN-Menschenrechtsausschuss sagt die Republik, das sind Views, das sind Betrachtungen, an die fühlt sich, wie schon gesagt, die Republik nicht gebunden. Und jetzt ist ein anderer Beschwerdeführer wieder zu den Höchstgerichten gegangen, auch ich in Höhen, Oberster Gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof. Ich möchte Ihnen ersparen, das steht auf der Website, wie die Höchstgerichte urteilen. Und jetzt der allerletzte Punkt. Ein Kollege, Dr. Bertaner, hat sich dann an den UN-Menschenrechtsausschuss nach insgesamt 8 Jahren wieder gewandt und hat gesagt, die Republik Österreich hält das nicht ein, was Sie entscheiden. Er hat eine neue Beschwerde gemacht. Was ist passiert? Der UN-Menschenrechtsausschuss hat die Annahme der Beschwerde abgelehnt. Können Sie sich sowas vorstellen? Gut, Dr. Lederbauer, jetzt wissen die, die ihn noch nicht kennen, womit er sich beschäftigt, in welchen Bereichen er und sein Verein seit Jahren tätig ist und kämpft, und zwar für uns alle. Ja. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt in Medien Res. Ja. Vielleicht kann der Dr. Lederbauer uns erklären, kurz und bündig, ein Zwischenbericht sozusagen, was sind die gravierenden Punkte in Bezug auf Kuhbock, was sind die Fehlleistungen, wie schaut es in Wahrheit aus? Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss wurde abgedreht, weil herausgekommen ist, dass sämtliche im Parlament vertretene Parteien an dieser Korruption beteiligt waren. Und die Grünen haben beim Abdrehen mitgemacht. Die Grünen hatten Insider, also ausgearbeitete Informationen von Dr. Lederbauer, und die Dr. Moser hat das bewusst nicht verwendet. Warum verwendet? Die Leiterin des Untersuchungsausschusses, die offiziell auch sauber vorschlägt, sie sind in keine Korruption verstrickt, sie sind die Sauerpartei. Warum gibt sie die Informationen, die sie von Dr. Lederbauer persönlich erhalten hat, nicht weiter? Warum verwertet sie diese Informationen nicht? Ja? Und diese Frage müssen wir uns stellen. Also ich wollte Sie nicht fragen, ich sage Ihnen das, die Grünen arbeiten daran, dass sie regierungsfähig werden. Und sie werden nur regierungsfähig, wenn sie bei der Korruption mit dabei sind. Genauso wie das mit dem Blauen war, wie sie in die Regierung aufgenommen worden sind, und genauso wie das mit den Orangenen war. Also die Oppositionsparteien sind nur dann regierungsfähig, wenn sie bei der Korruption dabei sind. Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt eine frische Partei an die Macht kommt und ein Ministerium übernimmt, vielleicht das Justizministerium oder das Innenministerium oder das Finanzministerium, dann könnten sie diese ganzen Korruptionsfälle aufrollen. Und das wollen die anderen natürlich nicht. Und darum lassen sie nur Leute zum Zug, die selber Teil der Korruption sind. Das ist ein uraltes Mafia-Prinzip. Ja? Und das passiert in Österreich. Ja? Österreich ist eine Zwetschgenrepublik, und die Zwetschgen schimpeln, ja? Und sie verfaulen. Ja? Der Kreml beginnt am Balkan. Ja? Hier sind keine Insel der Selten. Bei uns in Italien weiß jeder, dass es die Mafia gibt, und es weiß jeder, wer der Berlusconi ist und wie er arbeitet, aber in Österreich passieren dieselben Dinge. Und warum kann das so gut passieren? Und zwar lange Zeit, ohne dass die Öffentlichkeit das nicht richtig mitbekommen hat, nur deswegen, weil die Medien mitmachen, weil die Journalisten mitmachen. Wir haben keinen freien Journalismus, also kein ist vielleicht übertrieben, aber wenige Journalisten trauen sich überhaupt. Und wenn sie sich trauen, dann werden sie gestoppt von ihren Chefredakteuren, und sie müssen Vorsorge leisten oder sie müssen aufpassen, dass sie nicht ihren Job verlieren. Und das ist das Problem. Und ein deutliches Problem ist zum Beispiel auch dieser Fall Brichlopin.
wo eben ein Kinderschänder-Netzwerk aktiv ist und das von sämtlichen Behörden, von der Politik, von der Justiz, aber auch von den Medien vertuscht wird, bis zum heutigen Tag. Okay, also bitte, Dr. Röster, ja, um die Problematik mit den Medien noch einmal aufzuzeigen, was hier in dem Land passiert, möchte ich also gerne noch einmal einen konkreten Fall anführen, bei dem es mich doch sehr gewundert hat, dass das kein größeres Echo ausgelöst hat. Und zwar im Juni 2012 hat der Dr. Erich Vogel, der damals noch beim Kurier war, mit seinem Kollegen Rainer Fleckel eine Untersuchung, eine Recherche in Bezug auf das Außenministerium durchgeführt. Und die waren kurz vor dem Abschluss. Es waren eigentlich nur noch wenige Fragen zu beantworten. Das hat sich über den Sommer hingezogen und ich weiß aus interner Quelle, dass also Dr. Spindlecker mit dem Chefredakteur Brandstätter telefoniert haben soll. Beweise habe ich keine, aber es wurde mir so versichert. Und Ende August konnte man, also ich habe es zuerst in der Presse gelesen, dass die Journalisten, also die investigative Abteilung des Kuriers sich auflöst, weil der Dr. Fleckel, der Dr. Vogel und der Rainer Fleckel den Kurier verlassen. Der Dr. Vogel hatte mir noch versichert, dass also der Artikel von einem Kollegen übernommen wird. Er wird im September nach einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Dr. Spindlecker veröffentlicht. Die Anfrage wurde am 6.9. im Parlament in einer skandalösen Art und Weise beantwortet, die ich gar nicht, außer mit Ausflüchten. Das war die dritte Anfrage, die beantwortet werden sollte. Und der Artikel, obwohl fertig ist, im Kurier nicht mehr erschienen. Was so Monate später passiert ist in Deutschland, hat die Zeitung Die Zeit diese Thematik aufgegriffen, interessanterweise. Und es gibt also auch noch eine hochbrisante Querverbindung. Ich glaube, es hat jeder den Fall von Dr. Adelsmayr verfolgt, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten verurteilt wurde. Und genau diese Thematik spielt hier mit rein. Dr. Spindlecker deckt seit Juni 2011 Vorfälle im Außenministerium und der Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da wurde ein syrischer Sanitärhändler, ein gewisser Kawadi, über Jahre hinweg als Vertrauensanwalt der Botschaft empfohlen. Und zwar nicht nur von den Österreichern, auch von den Deutschen, von den Spaniern, von den Griechen. Und man hat sich bis heute nicht durchgerungen, obwohl gefälschte Dokumente aufliegen, hier Anzeige zu erstatten bei den Behörden vor Ort. Es gibt nur Ausflüchte bis heute. Und der jetzige Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist noch immer am Forschen, obwohl das seit Juni 2012 aufliegt. Man ist offensichtlich nicht in der Lage, eine Fälschung zu erkennen, wo das ein Geschäftspapier der Botschaft ist, mit Stempel, mit Ansiegel, und man ist nicht gewillt zu sagen, ja, das ist ein echtes Dokument oder das ist eine Fälschung. Wir stehen jetzt bitte im März fast 2013. Danke. Gut, also wir gehen jetzt wieder in unser heutiges Hauptthema hinein. Der Dr. Rehberbauer wird einen kurzen Abriss geben über den derzeitigen Stand der Dinge nach seiner Information. Ja, wie schaut das aus? Wie ist das gelaufen? Der Fall Burg. Welche Fragen werfen sich auf? Welche Fragen müssen noch beantwortet werden? Wo muss die Justiz ansetzen? Und die Justiz wird nur ansetzen, wenn wir einen öffentlichen Druck machen, weil die Justiz ist nicht daran interessiert, diese Sachen zu schaffen, ja? Weil sie Teil des Korruptionssystems sind. Nun, wir beide, Schleswig und ich, unterscheiden uns nicht nur äußerlich, sondern auch manchmal in der Diktion. Er kritisiert mich, dass ich viel zu detailliert bin und das würde niemand verstehen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob es mir gelingt, 300 Seiten, den Inhalt der 300 Seiten umfassende Sachverhaltsdarstellung, die im Übrigen auch an die Ministerin Kabel, an die Oberstaatsanwalt, Korruptionsstaatsanwalt und Staatsanwaltschaft hingeschickt wurde, nachvollziehbar mit Eingangsstempel, so darzustellen ist, dass ich vom Herrn Cäsar nicht mehr kritisiert werde. Also, wiederhole, was ich früher gesagt habe. Ich habe natürlich kein einziges
internes Dokument zur Verfügung gehabt, sondern die Basis meiner Darstellung sind Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofs. Zwei wesentliche, ein Wahrnehmungsbericht über den Verkauf der BUWOG, damals unter dem Präsidenten Dr. Fiedler, und dann ein zweiter Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofs unter Dr. Moser. Und dann, wie gesagt, eine Reihe von hochinteressanten Parlamentsprotokollen. Gut, ich habe das also aus der Sicht eines sehr, sehr kritischen Rechnungshofsprüfers genau angeschaut. Und zuerst der erste Wahrnehmungsbericht über die BUWOG. Was ist die BUWOG? Das ist eine große Wohnbaugesellschaft im Besitz des Bundes, im Besitz von ca. 23.000 Wohnungen. Eine von 5. Dann gab es noch 4 andere. Und der Rechnungshof hat geprüft den Verkauf der BUWOG. Und ich schaue mal an, was steht denn da eigentlich drinnen? Wie groß ist denn der Bericht? Der Bericht war 7 Seiten. 7 Seiten über den Verkauf der BUWOG. Die erste Frage, die mir gestellt hat, warum hat der Rechnungshof das überhaupt so früh geprüft? Er hat dann festgestellt, Details wie gesagt in dem Bericht, dass Wohnungen schon verkauft wurden, dass der Prozess des Wohnungsverkaufs sehr schleppend erfolgt, und der Herr Dr. Fiedler hat sich dann zu einer interessanten Äußerung entschlossen, die durch das gesamte Geschehen laufen sollte. Ich teste jetzt, ob das verständlich ist, was der Rechnungshof schreibt. Dr. Fiedler schreibt in seinem Rechnungshof Wahrnehmungsbericht: Eine Veräußerung wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der geringeren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre als der Einnahmenausfall des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohnbaugesellschaften. Ich mache jetzt einen Test, bitte nicken, ist dieser Satz verständlich? Ich sehe nur 2 Nicken. Wiederhole. Der Rechnungshof Fiedler kommt zu der Auffassung, eine Veräußerung der BUWOG wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der geringeren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre als der Einnahmeausfall des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohnbaugesellschaft. Man kann es, glaube ich, verstehen. Kein einziges Wort wurde in dem Wahrnehmungsbericht, wiederhole, 23.000 Wohnungen sollten verkauft werden, über den Wert, über den ganz grob geschätzten Wert dieser Gesellschaft, geschweige denn der anderen Gesellschaften. Wenn Sie eine Villa verkaufen, ein Haus, was interessiert Sie am meisten? Was erregen Sie? Was können Sie erregen? Was erwarten Sie? Kein Wort. So, ich habe eine simple Rechnung gemacht. Wie gesagt, ohne ein einziges Dokument zur Verfügung zu haben. Das lässt sich in 5 Zeilen sagen. Die Fläche einer Wohnung, ca. 75 Quadratmeter, der Marktwert im Jahr 2000, 1.200 Euro pro Quadratmeter. Was ist der Marktwert aller Wohnungen? Grob geschätzt 5 Milliarden Euro. Nicht vergessen, die Wohnbaugesellschaften hatten auch Grundstücke. Alle zusammen, wie viel Quadratmeter? 5 Millionen unbebaute Quadratmeter. 100 Euro, 500 Millionen Euro.
Also, Wert der Wohnungen 5 Milliarden Euro und Wert der Grundstücke, wir reden vom Jahr 2000, 500 Millionen Euro, zusammen 5,5 Milliarden Euro. Diese Rechnung kann jeder nachprüfen. Und wie viel ist es verkauft worden dann tatsächlich? Jetzt komme ich dann zum zweiten Teil. Ich komme drauf, sofort zu sprechen. Nämlich, dann hat der Rechnungshof und der Dr. Moser einen zweiten Wahrnehmungsbericht geschrieben über den Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften. Da war das schon verkauft. Und in dem Bericht steht, der Verkaufspreis war nach einem Bieterverfahren, darauf komme ich noch zurück, 961 Millionen Euro plus Übernahme von Darlehen. In der Höhe von ca. 1,4 Milliarden Euro. Das war der spontane Versuch der Antwort. Nun, jetzt, ich sehe an den Gesichtern, nachdenkliche Gesichter, ich bin schon zu detailliert. Ich habe aber noch nicht einmal angefangen. Ja? Darf ich das jetzt aber kurz auf den Punkt bringen? Also nach einer Milchmädchenrechnung, also was ja jeder Hauptschüler machen kann, wenn man einfach schaut, also was ist ein Quadratmeter, was kostet eine Wohnung Quadratmeter, wenn ich das kaufe, am freien Markt, und was kostet der Baugrund am freien Markt. Diese Rechnung hat der Dr. Lederberg angestellt. Ja? Er kommt auf 5,5 Milliarden Euro. Ja? Und das wurde verkauft um 961 Millionen Euro plus Schulden von 1,4 Milliarden. Also das wurde aber bis über 2 Milliarden Euro verkauft, obwohl es über 5,5 Milliarden wert ist. Und da beginnt die Frage, wie geht das? Jeder, der eine Roppe verkauft, überlegt sich ungefähr, was das wert ist und was der Marktpreis ist. Und bei uns ist der Rechnungshof nicht gewesen. Wir brauchen ausländische Banken, die Lehman Brothers und so weiter, für diesen Verkauf. Und niemand ist fähig, einfach den Wert festzustellen. Da halten uns die alle für komplett verrückt. Ja, da wurde Staatsvermögen verbraten, ja, und dieses Geld ist irgendwo zurückgeflossen. Ja, und wo ist es hingeflossen? Ja, zu den Parteien ist es geflossen und zu einzelnen Personen ist es geflossen und in die Justiz oder in Teils der Justiz ist es geflossen, und darum ist es so schwierig, diese Sache aufzuklären. Ja, und Sie brauchen uns nicht für dumm verkaufen, jeder Hauptschüler kann diese Rechnung machen. Ja, Hauptschüler war ich nicht, aber wir unterscheiden uns, wie gesagt, in der Darstellung. Ich verstehe die Emotionen. Ein Durchschnittsbürger müsste eigentlich da die Nerven wegwerfen. Ich bleibe aber immer bei den Fakten, so habe ich das im Rechnungshof gelernt, allerdings mit einer persönlichen Beurteilung. Das schon, die durchaus subjektiv sind und die eben diametral zu den Feststellungen des Rechnungshofs, wie immer und wer immer das zu verantworten hat, stehen. Ich mache jetzt einen Sprung zum zweiten Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofs. Da ging es um die Prüfung des Rechnungshofs des Finanzministeriums über den Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften. Also aller. Und dieser Bericht fängt an mit einer Einleitung. Mit einer Einleitung, das ist immer interessant, was steht da eigentlich drinnen? Es steht die Zusammenfassung drinnen. Und in der Zusammenfassung sollte man annehmen, ist das Wesentliche voranzustellen. Was schreibt in der Rechnungshof und der Dr. Moser? Der Bund, also die 5 Wohnbaugesellschaften und so weiter, zu dem
Preis, der schon erwähnt wurde. Und dann schreibt er über eine Erlöseinbuße von 3,61 Millionen Euro in der Einleitung wegen eines diskutierten Vorkaufsrechts. Kein Wort steht in der Einleitung dieses Wahrnehmungsberichts, dass aufgrund der Feststellung des Rechnungshofs, die in dem Fall richtig sind, 140 Millionen Euro nicht blockiert worden sind, weil die Wohnbaugesellschaften in einem Paket verkauft worden sind. Zuletzt waren es 4 Gesellschaften, die wurden in einem Paket verkauft. Hätte man Teilpakete zum Verkauf beschlossen, hätte der Bund einen Mehrerlös von 140 Millionen Euro gehabt. Das schreibt der Rechnungshof nicht in seiner Einleitung. Später etwas verklausuliert. Unglaublich. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr ins Detail geht, wie wird vom Herbert Sessig unterbrochen. Ich konzentriere mich jetzt auf die wichtigsten Feststellungen, Kritikpunkte, auch von mir, in diesem Wahrnehmungsbericht unter Dr. Moser. Wie gesagt, er begann mit den Einleitungen, die ich schon zitiert habe. Und meine erste Frage war, es gab doch zwischen dem Verkaufsversuch, die BUWOG-Wohnungen an die Mieter zu verkaufen, ja doch ein Ausschreibungsverfahren für Beratungsleistungen zum Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaft. Wo steht denn dieser Bericht? Wo ist denn das veröffentlicht worden? Gibt es einen Wahrnehmungsbericht? Es gab keinen Wahrnehmungsbericht. Ein ganz essentieller Bereich, die Beratungsleistungen wurden ausgeschrieben für 10, 11 Millionen Euro an die Firma Lehman Brothers vergeben. Das ist dem Rechnungshof nicht einer Erwähnung wert in seinem Wahrnehmungsbericht. Ich mache jetzt einen Sprung Jahre später, sagte Dr. Moser, dieser Bericht, dieser Prüfbericht, interner Prüfbericht des Rechnungshofs war nicht qualifiziert genug. Daher wurde er nicht veröffentlicht. Also das möchte ich bezweifeln. Nun höre ich aus dem Untersuchungsausschuss, dass dieser Prüfbericht sehr wohl im Ausschuss vorlag. Aber er wurde nicht behandelt. Bin ich zu detailliert? Also ein wesentlicher Punkt hat der Rechnungshof nicht veröffentlicht, obwohl der Prüfbericht vorlag. So, und jetzt habe ich ein großes Problem. Hier geht es also um den Verkauf, den wirklichen Verkauf der gesamten Wohnbaugesellschaften. Und es ist unmöglich, das in einem Satz zu sagen. Ich versuche also es zusammenzufassen, aber auch das ist zu wenig präzise. Dann muss man mal den Ablauf der Geschehnisse verfolgen. Der Bund hat gesagt, gut, wir verkaufen die Bundeswohnbaugesellschaften. Es gab eine öffentliche Interessentensuche in Europa. Eine europaweite Interessentensuche. Und dann in mehreren Stufen wurden Angebote, unverbindliche Angebote und dann verbindliche Angebote eingeholt. Was mir aufgefallen ist, nur diesen Punkt erwähne ich, warum haben sich, was steht denn in diesen Interessentensuchen drinnen, wirklich drinnen? Liegt mir nicht vor. Der Rechnungshof hat es angefordert, bekam es nicht und als es bekommen hat, hat es nicht geprüft. Komisch. Was steht da eigentlich drinnen, wenn ich Bundeswohnbaugesellschaft in Milliardenhöhe verkaufen will? Unbekannt. Der Öffentlichkeit wenigstens. Und dann fiel mir auf, das Stichwort Einweisungsrechte. Das kommt im Laufe des Vergabeverfahrens dann zur Diskussion. Was sind denn Einweisungsrechte? Was ist der Bürger überhaupt? Also locker formuliert,
ist das Recht des Eigentümers der Wohnungen, des Bundes, bestimmte Wohnungen zuzuteilen, den Mietern zuzuteilen. Diese Wohnungen wurden ja seinerzeit und bis in der jüngsten Vergangenheit gebaut, um öffentlichen Bediensteten einen günstigen Wohnraum zu schaffen. Also der Bund, der Eigentümer, hatte Einweisungsrechte. Nun stellt sich sofort die Frage, was war denn mit den Einweisungsrechten im Zuge der Ausschreibung? Wie wurden die definiert? Wie wurden sie definiert? Wurden sie verschwiegen? Oder was war da eigentlich? Und da habe ich einen Herrn, ich nenne den Namen nicht, weil ich diskret bin, angerufen. Und habe gesagt, nein, ich lese das Wort Einweisungsrechte. Können Sie mir da bitte was sagen dazu? Die Antwort war, nein, ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Aber das mit den Einweisungsrechten war ein Problem. Da hat bei mir die Alarmglocken geschrillt. Und ich habe das in Zusammenhang gebracht mit der Tatsache, dass ein Milliardenvolumen verkauft werden sollte. Und tatsächlich schließlich nur mehr 2 Bieter ein verbindliches Angebot abgegeben haben. 2 österreichische Bieter. Und selbst zu diesem Zeitpunkt war das mit den Einweisungsrechten noch immer nicht geklärt. Man hat sogar nach Vertragsabschluss mit dieser Gruppe auf Einweisungsrechte verzichtet. Das heißt, bis zum Schluss waren die Einweisungsrechte ein wichtiges Thema. Der Rechnungshof hat das nicht behandelt. Ich unterstreiche es noch einmal. Würden Sie Eigentum erwerben, 60.000 Wohnungen, 63.000 Wohnungen, und dann dem früheren Eigentümer ein Einweisungsrecht zugestehen? Ja, das ist doch absurd. Also was war denn da mit den Einweisungsrechten? Um das auf den Punkt zu bringen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Man muss sich vorstellen, sämtliche Ministerien haben ein gewisses Kontingent an Wohnungen gehabt, wo sie ihre Mitarbeiter, die Beamten, einweisen konnten, also konnten diese Wohnungen zur Verfügung stellen. Für jeden Käufer ist es uninteressant, wenn er Wohnungen kauft, wo er die Leute einsetzen kann, sondern ein anderer kann die Wohnungen einsetzen. Ja? Die ganzen ausländischen Anbieter, diese 30 ausländischen Anbieter, sind deswegen abgesprungen, unter anderem, weil die Einweisungsrechte immer noch beim Bund waren, ja? Und die Republik die nicht hergegeben hat. In dem Moment, wo alle anderen Anbieter abspringen und nur mehr 2 österreichische Anbieter geblieben sind, werden aber einmal in einer Nacht- und Nebenaktion diese Einweisungsrechte aufgehoben. Da hat die Republik einen Riesenschaden, weil jetzt können wir unsere Beamten noch nicht mehr einsetzen. Ja? Und das ist die Frage, wer hat den Auftrag gegeben, um diese Einweisungsrechte aufzuheben im letzten Moment? Wer hat die Republik massiv geschadet? Das ist Amtsmissbrauch. Und wenn man diese Person festmachen kann, dann hat man aber einen Verantwortlichen. Und wer kann das gewesen sein? Wer kann das gewesen sein? Wer hat die Kompetenz? Wer hat die Macht im letzten Moment, und zwar gegen die Interessen der Republik Österreich, gegen die Interessen der Verkäufer, diese Einweisungsrechte über Nacht in einer Nacht- und Nebenaktion einfach aufzuheben? Und das ist der Beweis für einen Amtsmissbrauch. Ja, das ist ein eindeutiger Amtsmissbrauch. Und da braucht man keine Justiz, und da braucht man keine Juristen. Das kann auch jeder logisch denkender Mensch, kann das nachvollziehen. Ja? Nun, ich kann jetzt nur mehr einzelne Punkte besprechen. Ich glaube, das ist verständlich gewesen, was jetzt zuletzt diskutiert wurde. Ich möchte also nur mehr ein paar andere Schmankerl hervorheben. Der Rechnungshof hat, wie gesagt, Teilberichte dieser Beratungsgesellschaft, die wohl geprüft wurde, aber wie gesagt nicht veröffentlicht wurde im Wahrnehmungsbericht, herangezogen zu seiner Beurteilung. Das ist ein üblicher Vorgang. Und da kam auf einmal das Wort Transaktionsvolumen ins Gespräch. Was ist ein Transaktionsvolumen? Das Volumen einer Transaktion. Also der Verkauf
aller Gesellschaftsanteile plus inklusive der Grundstücke. Und dann kommt der Gutachter, es gibt ihn ja nicht mehr Lehman Brothers, zum Ergebnis und er schreibt, das zitiert der Rechnungshof ohne irgendeinen Kommentar. Der Transaktionswert ergab sich durch den Verkaufspreis und bezieht das auf die Anzahl der verkauften Wohnungen beziehungsweise auf den Quadratmeter Wohnbaufläche. In diesem Transaktionspreis war aber der Wert der Grundstücke auch dabei. Das hat mit dem Wohnungsverkauf und so nichts zu tun. Erschüttert sie offensichtlich nicht. Eine andere Feststellung. Der Gutachter sagt, der Rechnungshof kommentiert das, die Grundstücke, 5 Millionen Quadratmeter, wurden mit dem Buchwert veranschlagt, minus 45% Abschlag. Das heißt, Buchwert ist der seinerzeitige Einkaufspreis, minus fast 50%. Rechnungshof geht das einfach. Nun, ich bleibe jetzt nur bei einem Punkt. Bei einem Punkt. Das ist dann der letzte Vergabevorgang. Wir sind im Juni 2004. Die Details, die mindestens interessant sind, erwähne ich jetzt nicht, das ist verwirrend. Es wird also festgelegt, von wem, ich weiß es nicht, vielleicht hat es außen erwähnt, dass ein nach Vorliegen verbindlicher Angebote ein Last and Final Offer, muss man Englisch ausdrücken, abzugeben ist. Und das war diese berühmte, auch schon oft diskutierte Geschichte mit den 961 Millionen Euro. Wer hat diese Entscheidung getroffen? Warum wurde sie getroffen? Und welche Bedingungen waren da dabei? Das hat man in der Öffentlichkeit und auch im Ausschuss ziemlich hart geklärt, da mache ich noch ein Kompliment. Es ist also ziemlich klar, siehe Protokolle des Ausschusses, was da wirklich passiert ist. Nun, ich hätte noch vieles andere zu sagen, bevor mir der Herr Zresek das Mikrofon entreißt. Ich bleibe jetzt dabei, es sind noch viele gravierende Fragen, vor allem was die Tätigkeit des Ausschusses betrifft. Die Position verschiedener Abgeordneter, die Position der verschiedenen Parteien, die sich aus den Äußerungen, Aktivitäten oder Nicht-Aktivitäten der Abgeordneten ableiten lassen. Aber da warten Sie ein paar Monate noch, das wird veröffentlicht. Okay, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Ja. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dem Dr. Lederbauer konkrete Fragen zu stellen. Vorher würde oder der andere auch zu den anderen Themen, weil es geht ja nicht nur um die Zugang, sondern es geht überhaupt um das Problem in Österreich, um diese Missstände in Österreich, um die Korruption in Österreich, um den Justiznotstand in Österreich. Aber ich sage, wir müssen einmal ganz kurz zusammenfassen. Ja? Die Regierung war nicht fähig, das zu bewerten. Das Parlament war nicht fähig, das zu bewerten. Der Rechnungshof war nicht fähig, das zu bewerten. Eine ausländische Bank, die da für den Verkauf eingeschaltet werden muss, anscheinend, die Lehman Brothers und 10 Millionen Kredit waren auch nicht fähig zu bewerten, was ein Hauptschulerausrechner kauft. Ja? Und dann wird es verkauft, um weniger als den halben Wert wird es verkauft. Das heißt, juristisch gesagt könnte man da die sogenannte Lesio enormis anwenden. Ja? Wenn es unter dem halben Wert verkauft wird etwas, dann kann man den Verkauf rückabwickeln. Und das streben wir an, dieser Verkauf gehört rückabgewickelt.
abgewickelt, weil da die Republik und die Steuerzahler massiv geschädigt worden sind, und zwar von den Regierungsvertretern, angefangen beim Finanzminister, vom Nationalrat, vom Parlament, vom Rechnungshof, von allen. Wir wurden verraten und verkauft. Ja? Und das ist ganz deutlich sichtbar bei dieser Burg-Geschichte. Und das ist nur eine Geschichte. Und es ist jede Privatisierung, ist es so. Erinnern Sie sich zurück an die Austria Tabak. Die Austria Tabakwerke sind verschenkt worden als Ausland. Ja? Das ist wie in Rumänien, also nach dem Kommunismus, diese Reprivatisierung war vollkommen korrupt und da sind billigste Sachen privatisiert worden, und bei uns ist es auch nicht anders, in unserer Insel der Seligen. Ja? Und es stecken alle drinnen, und das ist das Problem, und sie wissen, dass sie drinnen stecken, und wir wissen es auch, und wir werden sie jetzt zur Verantwortung ziehen. Ja? Wir werden endlich die Leute dazu zwingen, dass sie Verantwortung übernehmen, und wir werden vor allem die Justiz dazu zwingen, dass sie endlich aktiv wird. Ja. Gut, in diesem Sinne eröffne ich jetzt die lockere Frage- und Gesprächsrunde. Gut, danke. Ja. Ist alles klar? Wir sind ein korruptes Land. Danke. Ja, der Peter Schneider hat eine Frage. Ich habe vor allem die Feststellung erschütternd gefunden, dass die Bewertung der Grundstücke, die ja normalerweise zunimmt, von Jahr zu Jahr sogar reduziert wurde, was ja einen doppelt schlimmen Effekt hat, weil die einfach entwertet wurden durch den Verkauf, zumindest gegenüber dem Verkäufer. Der Verkäufer hat einen extremen Mindererlös erbracht, der Republik schädigend ist. Ja, der hat gut aufgepasst, der Peter Schneider. Das ist nämlich, wir zahlen 10 Millionen an die Lehman Brothers, damit Spezialisten kommen, damit sie den Verkauf besonders gut abwickeln. Und was machen die? Die bewerten das so mit dem Einheitswert, und das war der ursprüngliche Einkaufswert, was schon immer höher war, weil das vor 10 Jahren war. Und dann hat man das um 45% vermindert. Das ist ja sowas von skandalös und frech, ja, was hier mit uns abgezogen wird. Und das ist nur ein Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel. Man kann wahrscheinlich jede Privatisierung in unserem Markt so abhalten. Ich möchte dann dazu, ohne es im Detail geprüft zu haben, anmerken, dass der österreichische Bundesverlag, den es seit Maria Theresia gibt, der mit dem Maria Theresia Patent besonders ausgestattet war, in gleicher Weise verkauft wurde, obwohl die Beamten alle auch Finanzminister über Jahrzehnte, wenn nicht schon Jahrhunderte, Einblick hatten, die Wertigkeit des Unternehmens. Auch da wurde eine ausländische Gruppe, ich nehme an dieselbe, herangezogen, die den Wert dieses Unternehmens feststellen durfte gegen viel Geld, und bekommen hat der kleinste Kunde dieses Riesenverlages, der über extreme Buchwerte, nämlich auch Autorenrechte, verfügt hat, und der kleinste Kunde des Selbstverlags konnte das dann aus den Taschen, hatte, erwerben, weil sie offenbar niemand sonst finden will, was ich auch bezweifle. Also es ist eine unendliche Geschichte. Wenn keine konkreten Fragen kommen, möchte ich doch auf einen heißen Punkt zu sprechen kommen. Es ist meiner Meinung nach, ich sage das Sinne Ihrer Studio, dringend notwendig, dass die Tätigkeit der Präsidenten des Rechnungshofs, Dr. Fiedler und Dr. Moser, beurteilt werden. Ich weiß, wovon ich rede, ich sage das ohne Zorn. Das habe ich auch auf der Seite 1 meiner umfassenden Sachverhaltsdarstellung geschrieben. Es ist die Prüfungstätigkeit des Rechnungshofs zu beurteilen. Und das halte ich als das Überthema des heutigen Tages. Es muss in irgendeiner Form die Tätigkeit des Rechnungshofs überprüft werden. Es gibt genug Anlässe, nicht nur diese unglaublichen Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofs, die vieles verschweigen, die vieles nicht genügend darlegen, sondern es gibt ja auch andere Fälle. Wir sind gerade dabei, verschiedene andere Fälle uns ganz genau anzuschauen. Und ich spreche aus einer immerhin 15 Jahre langen Erfahrung als Rechnungshofprüfer. Ich war sehr engagiert, sehr konsequent und fachlich, wie ich höre, nicht angreifbar, weiß ich genau, worauf es ankommt. Es kommt auf den einzelnen Prüfer an. Das ist der Soldat im Kampf
der muss unterstützt werden, der muss natürlich eine gewisse Begleitung haben durch die Hierarchie bis zum Präsidenten. Und wenn ich, das habe ich auch gemacht, steht im Bericht nur einen Satz dazu, mir die Diskussionen Ende Juni 2004, im letzten Augenblick ist man noch draufgekommen, dass man Regierungshofpräsidenten wählen muss, bis Ende Juni 2004, habe ich mir die Diskussionen anlässlich der Wahl des zukünftigen Regierungshofpräsidenten angeschaut, ganz nüchtern, und war eigentlich beeindruckt, was der damalige Bewerber Dr. Moser da den Parlamentariern gesagt hat. Details, um Himmels Willen, steht im Bericht. Er hat gesagt, also die Prüfungen müssen schneller gehen, rechtzeitig erfolgen und das Ganze muss also effektiver werden. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen, vor nur ganz wenigen Splittern, große Splitter, die Buwok, die Eurofighter-Berichte, die schauen wir auch noch an, alle. Wir stehen über die Wahrnehmungsberichte des Niederösterreich, Veranlagung der Wohnbaudarlehen. Wir stehen vor den Wahrnehmungsberichten Salzburg. Am gleichen Tag, als der Rechnungshof Wahrnehmungsbericht veröffentlicht wurde, ging die Blase hoch. Wo hat der Rechnungshof die Kontroll- und Prüfungsstruktur der Salzburger Landesregierung im Zuge dieser Spekulationsgeschäfte, hat er sich dazu geäußert? Was hat er gesagt? Wenn er nichts gesagt hat, warum hat er es nicht gesagt? Wer hat die Verantwortung für solche ungeheuerlichen Leistungen? Gut, danke Dr. Regerbauer. Du bist nur sagen? Ja, ich schaue mir das jetzt seit mittlerweile 6 Jahren an, so jetzt hauptsächlich im Kinderschutz und so weiter. Aber ich würde jetzt dann schon langsam von der Republik Österreich fordern, dass der Bürger diese Sachen offengelegt bekommt. Sei es Jugendamtakten, sei es Täterschutz, Opferschutz und so weiter. Der mündige Bürger ist nicht so dumm, wie es dargestellt wird, und er hat gefälligst diese Akten zu sehen. Im Bereich des Kinderschutzes ist es so, da wird so viel Missbrauch betrieben, werden Akten verschleiert, werden DNA-Tests verloren gegangen, ne? Da werden Täter geschützt und so weiter, und ich fordere die Bundesregierung eigentlich auf, dass sie endlich einmal normal denkende und offensichtlich denkende Menschen da reinschauen lässt, und wäre das dann erledigt, die ganze Sache, weil dann hätte man dieses Gesetz oder da vorne in der Macht haben nicht mehr. Ja, da sind nur noch korrupte Leute, Bestrasten, Logentypen und so weiter, und kein einziger Mensch arbeitet für das Volk. Sie halten uns für blöd, sie unterdrücken uns, zum Teil inhaftieren sie Leute, die was gegen das System arbeiten, und normalerweise hat sofort der Bundespräsident abgesetzt und die macht das Volk weiterleben. Das ist ein Spiel, was sie nicht mehr lange mitspielen. Ja, ich glaube, ich halte mich ganz kurz, es gibt viel zu tun. Ich wünsche mir viele aufmerksame Mitbürger und aktive Leute, die ihr Hirn einschalten und sich diese Sachen also einfach immer mehr bieten lassen. Es gibt einfach Möglichkeiten und man sollte die nutzen. Die Herren, die da an der Podium sitzen, haben sich auch durch Zufall kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher, vor 7, 8 Jahren, überhaupt keine Ahnung gehabt, dass Menschenrechte, Bürgerrechte ein Thema, ein derartig dramatisches Thema sind. Ich will jetzt nicht mehr kritisieren, sondern eine Perspektive aufzeigen. Ich fange beim Herbert Lassi an. Entschuldigung, das ist jetzt ja fast Zwillinger für mich. Er zeigt auf seiner Website saubere Hände, bitte da braucht man Zeit, unglaublich zeitnah auf, was falsch läuft. Und das hat zu unglaublichen Ergebnissen geführt. Bekannten Wortgewalt, unglaubliche Probleme aufgezeigt. Und aus meiner Sicht, für mich abschließend, möchte ich sagen, ich habe sehr interessante Erfahrungen jetzt gemacht, weil verschiedene
Personen, die von uns gehört haben, von unseren gemeinsamen Aktivitäten, an mich herangetreten sind und ich habe dann erkannt, wie hilflos sie sind. Wie hilflos sie als Personen sind, wie hilflos sie auch manchmal im Zuge der Vertretung durch Anwälte sind vor Gericht, wie hilflos sie sind bei Gericht. Sie haben keine Ahnung über den Zivilprozessordnung, den Strafprozessordnung und ihre Rechte. Und ich habe mehrere Fälle jetzt begleitet und der jüngste Fall hat sich letzte Woche ereignet. Da hat mich eine Frau herzzerreißend weinend jetzt dann besucht. Bitte besuchen Sie mich bei der Verhandlung. Begleiten Sie mich, beziehungsweise kommen Sie als Zuhörer. Und die sagte am Ende der Verhandlung, die ich genau nur mitverfolgt habe als Zuschauer, die Richterin war wie ausgewechselt. Und sie wird den Prozess nicht verlieren. Das heißt, nur als Beispiel für Hunderte, Tausende, möglicherweise Zehntausende Fälle. Die Prozesse, Verfahren gehören begleitet, eisenhart begleitet. Und andere Beispiele, die viel gravierender sind, nenne ich jetzt nicht. Da haben wir auch bemerkt, dass auf einmal die Richter sehr vorsichtig sind. Sehr vorsichtig und gesetzeskonform vorgehen. Nichts anderes verlangen. Einhaltung der Strafprozessordnung, der Zivilprozessordnung und der Verfahrensregeln. Und das wird ein wichtiger Beitrag von, ich hoffe, von uns allen sein. Danke. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, weil es jetzt gerade medial aktuell ist. Ja. In Österreich wird seit Jahrzehnten das Amtsgeheimnis dazu verwendet, um den Amtsmissbrauch zu schützen. Ja. Und das gehört jetzt einmal endlich diskutiert und das Amtsgeheimnis gehört abgeschafft. Was ist da alles geheim? Aber was da im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss alles geheim ist, da wird irgendwas verkauft, eine Wurststelle wird verkauft. Was ist denn da geheim? Das sind Wohnungen, da geht es um die Staatssicherheit, da geht es um Wohnungen in der Republik und da geht es um den Preis, um den besten Preis, um den diese Wohnungen verkauft werden sollen. Was ist denn da geheim? Was darf da der Bürger nicht sehen? Ich sehe das nicht ein, wo da irgendwas geheim ist. Das muss alles öffentlich sein. Transparenz brauchen wir brauchen Glasnost und Perestroika hier in Österreich. Weil wir sind das letzte kryptokommunistische totalitäre Kettenland da hier in Europa. Gut, danke in diesem Sinn, alles Gute. Wir wünschen uns, dass sich alle positiven Kräfte in Zukunft vereinen und einfach unsere Republik wieder erblühen lassen und diese Zustände beenden. Danke.